Das muss ja passieren, es ist arschkalt und es regnet und ich bin mir einfach nur angepisst. Ich hau ab. Epona, war es nicht irgendwo hier in der Nähe? Und noch da oben, Gott sei Dank. Da bist du schon, Epona. Yep, perfekt. So, wir hauen wieder ab. Ich habe erstmal die Schnauze voll davon, obwohl es bereits Nacht ist. So, ist aus in eine ruhige Nacht. Garnon sollte mal wüten. Naja, soll er mal. Flink zum Stall zurückgeritten. Wo gehen wir jetzt entlang in Epona? Ich würde sagen, in Richtung der Rückseite von Schloss Hyrule, wa? Ganz ruhig, Epona, ganz ruhig. Ja, ich sagte ganz ruhig. So. Oh je, sieht echt finster aus da. Das arme Schloss Hyrule. Oh, da. Ich meine, Epona braucht ein paar unserer Hilfe. Giga? Nee, keiner da. Gut. Ja, das nützt auch nicht viel. Oh. Naja, versuch's nur. Den Trick kannst du vergessen, Kleiner. Leute, alles klar bei euch? Oh, es hätte böse enden können. Gut gemacht. Ich mag es dann nicht, mit einem anderen Tango zu sein, aber du hast uns immerhin gerettet. Also bitte. Danke. Erstmal zeige ich's denen. Was mit dir? Der Göttin Hylia sei gedankt, der Bossin geht es gut. Ich sag's, wer hier nach Schätzen sucht, muss verrückt sein. Die Bossin, ja, ja. Rauro Dorf, wohin war also mal ein Dorf hier? Ach du Scheiße. Wenn es hier echt einen Schatz geben soll. Das ist vermutlich aus Metall, müssen wir das relativ leicht finden. Ein Blitzstab! Da springt er, wenn man seine Magie versiegt, okay. Das kann ich sicher leicht ändern. Wegen keinem Platz und so. Das Schwert hält immer noch krass. So, natürlich auch das Feuerschwert, dann kann das hier weg. Ein Blitzstab. So, jetzt aufladen. Jo. Cool. Kann sicher mal nützlich sein. Das ist also der große Schatz, in dem hier die Rede ist. Na, praktisch ist er schon, muss er zugeben. Ansonsten ist hier echt nichts los. Schade eigentlich. Naja, egal. Oh, jetzt wird's finster, Epona.
Ich spüre es auch, Epona. Schloss Hyrule. So nah war ich noch nie dran. Aber es ist noch zu früh. Es ist noch zu früh, verdammt. Es juckt mich in den Fingern, ein Masterschwert dahin zu gehen und gerne einfach mal eine zu klatschen. Oh, apropos Masterschwert. Hat ein Holzpfeil. Hey, du scheiß Wächter. Ernsthaft? Ich habe jetzt gar keine Zeit. Oh, natürlich kommt jetzt gleich die ganze Kavallerie. Wie gesagt, ich habe jetzt gar keine Zeit, aber dafür habe ich dafür Zeit. Wer gehabt war? So, und das Scheißteil geht jetzt mal ab hier. Vergiss es. Ja, die Dinger Platz zu machen lohnt sich schon. Danke, Masterschwert, das war echt geil. Die anderen Toten so. Echt schon näher von Schloss Hyrule. Ist vielleicht sogar schon ein Fehler, hier durchzugehen? Scheiße. Ne, es ist zu früh. Es ist zu früh, wenn ich da zu tief reingehe und dann nicht mehr rauskomme und so. Und ich muss erst alles andere machen. Ich muss erst den Rest noch eine zweite Tam befreien. Meine Frau natürlich auch und Rest in Erinnerungen brauche ich auch noch. Also eine Epona. Und doch mal, was es hier noch so alles gibt. Schloss Hyrule von der Rückseite. Wenn ich hier jetzt sogar schon irgendeine Schwachstelle ich nachher nutzen kann. Würde mich ja theoretisch nicht wundern. So. Ein Schwertling, okay. Das jetzt auch mal so. Was sind das sonst? Habe ich langsam echt an der Rückseite von Schloss Hyrule. Eine Erinnerung hier drüben? Ich glaube ja weniger. Ah, das ist der fliegende Propellerwächter, super. Ah, so ein kleiner. Das heißt, theoretisch ist ein Papa auch nicht weit. So, warte mal ganz kurz, Epona. Ja, der Rückseite von Schloss. Alter, da oben sieht es noch schlimmer aus. Nee, sonst scheint es wie immer zu sein.
Die sind hier auch schon. Meine Erinnerungen. Ja, wie sieht es mit denen genau aus? Das muss vor Schloss Hyrule sein. Das, wobei, da oben ist die Tarn relativ deutlich zu sehen. Das muss sehr weit im Westen von Hyrule sein. In der Nähe des, der Orni vermutlich. Das scheint so weit oben zu liegen. Das könnte echt der Todesberg sein. Da zumindest irgendwo in der Nähe. Das hier ist aber da irgendwo im Grün um das Schloss Hyrule sehr gut sieht. Das könnte hier... Ne, das ist die falsche Perspektive. Bei dem Gebiet von Schloss Hyrule? Ja, das musste fast schon Schloss Hyrule selbst sein. Pferdestatue, keine Ahnung, aber wenn ich so sehe, wir das wissen. Keine Spur. In der Nähe überhaupt keine Spur. Aber bisher hat mir immer der alte Sheikah weitergeholfen. Also, das sind meistens nur diesen Stellen in der Nähe, wenn ich die eigentlich alle finde. Oh. Blitze, Blitze, Blitze. Ich hab nicht gerne Blitze. Können so ein Waldschild und so weiter alles ausrüsten, in der Hoffnung, dass er dann nicht... Nee, ist egal. So. Oh, aber Epona war natürlich keine Blitze. Das hätte ich dann natürlich vergessen. Das heißt, ich muss da mal ganz kurz switchen hier. Auf dem Waldbogen. Das habe ich jetzt alles ausgerüstet. Das Waldschwert. Waldschild. Jetzt dürfte mir der Blitz eigentlich nicht mehr treffen. Die haben sie natürlich überhaupt nichts. Also dann ein Turm, okay. Vielleicht wäre noch ein Schrein in der Nähe, aber nee, keine Chance, das ist überhaupt nichts. Da endet auch schon das Gebiet hier. Naja. Auch noch einen Weg, da oben ist auch noch etwas. Das ist schon alles interessant, aber irgendwie... dann doch mehr Lust, mich auf die Suche an Titan zu begeben. Ja. Ich glaube, es hat echt langsam Zeit, dass ich mich auf den Weg zum Goron mache. Ein Turm. Entschuldigung, Fuchs, hab ich nicht gesehen. Das ist echt in der Nähe. Oh, und jetzt? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht so weit nach oben. Ey, cool, das ist ein Schrein. Da ist sogar hier irgendwo ein Stall noch in der Nähe. Ist er schon? Epona, kommst du runter? Ich weiß, es ist ein bisschen steil. Will's nicht, wahr? Ja, kann es verstehen, ist sehr steil. Tatsache ein Stall, cool. Aber erstmal ab in den nächsten Schrein. Raus aus dem Regen, rein ins Trockene. Ich muss echt zugeben, jetzt, da bestand gerade echt ein großer Drang von mir, zu sagen, komm, ich gehe jetzt echt rein in
das Schloss Hyrule, mache erstmal alles platt, was in der Nähe ist und guck mal ein bisschen um, aber wäre schon ein bisschen früh. Willkommen, Pilger. Ja, ja, die Prüfung. Worum geht's überhaupt? Parabelflug. Parabelflug? Was ist eine Parabel? Okay, da oben ist eine Truhe. Die Frage ist bloß, wie weit fliegt das Teil, wenn ich jetzt das darüber schicke. Da wird sogar mit mir zusammen. Oh! Auch nicht schlecht. Ja, es wäre eine Variante, so zu machen. Hä? Vorhin hat es geklappt. Achso, ich muss schnell genug sein. Ich muss vielleicht auch noch selber ein bisschen fliegen, damit ich da das eine oder andere abholen kann. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen kurz gucken. So, der zerbricht eh bald. Vielleicht behalten wir zum Schlittern noch. Nee. Gar nicht mal so doof. Dann den noch ausrüsten. Schwer kann ich eigentlich behalten. So. Wie macht das am besten? Ja, dann kommen wir so hoch. Ein Elektroschwert mit Gnadenstoß, so cool. Ah. Ich will noch ein Elektroschwert, wenn ein Zeitpunkt ist, ihn zu verbraten. Der Blitzstab nimmt eine höhere Haltbarkeit. Naja. Schade zwar, was soll's. Aber vielleicht kann ich das Elektroschwert ja... Brauchst du später mal noch. Eigentlich mein Holzschwert müsste ziemlich noch angekratzt sein. So, da in die Mitte. Wäre es das gewesen. Jetzt, der dreht sich ja immer um die eigene Achse. Beeinflussen selbst kann ich es nicht, aber jetzt wäre es eigentlich... Jetzt stimmt's ja schon. Ich gucke jetzt da unten. Hochschießen kann ich also leider nicht. Nee, schade. Schade. Ja, dass der Knasen klappen kann. Ah.
eigentlich perfekt. Das Waldschwert wird schon oft genug eigentlich eingesetzt, aber ja, Waldschwert. Naja, warum nicht? So, Elektroschwert, doch cooler. Doch das mal, dann haben wir noch eins in Reserve, perfekt. So, Prüfung gemeistert. Nur eine Truhe gesehen, ein bisschen wenig, Kumpel. Ja, deine Brüder und Schwestern auch schon mal ein bisschen, weiß schon, aber egal. Du hast eine Prüfung gemeistert. Hier, Mann. Dankeschön. Nun geh wieder. Das hätte doch immer so unfreundlich sein müssen, wa? Egal. So, noch 5 Schreine bis zu der magischen Zahl 60. Wieso magisch? Ja, eben wegen der Hälfte. Noch ein bisschen Zeit. Ja, ein bisschen Zeit einfach noch. Mal gucken, was da am Stall noch so abgeht. Ah, ein vernünftiges Wetter, Gott sei Dank. So. Auch hier, dass man hier noch durch kann. Das ist ein weiteres neues Gebiet. Und dann da lang und so. Was da oben noch so abgeht. Ach, riesig das Teil, warte mal. Nach da oben hin. Interessant, geht so eigentlich auch. Was geht denn da ab? Ja, da ist der Stall. Noch ein bisschen mehr Auftrieb noch. Also mehr war das auch nicht. Auch ernsthaft. Aua. Doppelschussbogen? Warum nicht? Was? Noch ein Schrein in der Nähe? Ne, hier nicht. Da? Ja, und wo jetzt genau? Da oben oder was? Oh, was geht denn da ab? Oh. Was? Wird das auch selber von mir getroffen? Das wäre auch ein bisschen doof. Tja, 1-0 für den Blitzmeister. Bockstock, was ist denn das? Noch ein Bockhäuter. Der hat Power. Ja, wenig Ding und so, ja, aber... Ja, anderen 2 Händler loswerden. Ja, eigentlich eher wenig, vielleicht doch eher ein Blitzstab. Wofür brauche ich den? Naja. Bäume fällen kann ja auch anders.
Zur Not zumindest so. Ist das... Was kann man das aufsprengen? Ah, Regen, Regen, Regen. Funktioniert kein Bombenpfeile. Scheiße. Also bitte kurz aufhören. Regen wäre dir sehr verbunden. Hat es hier in der Nähe also irgendwo ein Schrein? Ganz kurz markieren noch. Na, kommt sonst nicht hoch, keine Chance. Alle Bomben. Nicht hochkommen ist ein bisschen schwierig. So, komm Regen, hör doch bitte mal kurz auf, ja? Oh je, oh je. So, platziere hier oben noch etwas. So. Ist echt da drin versteckt, wenn er irgendwie krass. Der bloß ihn wieder rüberschmeißen könnte, das wäre geil. Nee. Im Regen keine Chance. Na komm, Regen, jetzt kannst du bitte mal kurz aufhören. Wäre auch ganz froh drum. Wo sie das Wetter kontrollieren oder beeinflussen könnte. Nicht zwar schicker Stein oder schicker Sensor, aber das kann natürlich nicht. Rübersegeln bringt mir überhaupt nichts. Ach komm schon, jetzt bitte. So kurz im Stall reiten und dann zurück und so, aber ich wollte ja kurz im Stall hinfliegen. Obwohl, das war ja eigentlich ein Lager, der Stall ist ja viel weiter hinten. Der ist ja da irgendwo, genau. Oh. Ernsthaft jetzt warten, bis der Regen aufhört. War eigentlich zu dumm. Wenn jetzt nicht hochklettern, das würde so gehen. Und dann irgendwie runtersegeln. Ja, natürlich. Jetzt, wo ich anfange, hört es plötzlich auf, oder was? Da ist ein Feuerdrache, genau hier. Super. Hätte bitte mal vorher dich sehen können und den vorher abknallen können. So. Na, jetzt fängt der Regen wieder an. Ich glaube, ich spinne. Jetzt hat es aufgehört. Was? Auch irgendwo besseren Stand. Wo mich hier bloß wieder hin verirrt.
Jetzt aber. Geht doch. Was ist jetzt hier noch los? Toll. Nee. Mach's doch lieber anders. So. Mal so vollen Schrein hier mitten im Berg. Steht für mich die Frage, warum? Ja, auch nicht schlecht. Ich wollte eigentlich die Folge vor etwa 6 Minuten beenden und jetzt. Aber es ist immer typisch, wenn du irgendwie einen Schrein und so etwas sehe. Ja, man muss sofort hin, alles andere ist scheißegal. Du hast die Prüfung bestanden. Welche? Ein Loch aufbauen oder was? Oder wohl eine riesige Wand aufbauen? Na gut, Manura, dankeschön, ich beschwere mich nicht. Interessante Truhe da vor mir. Ah, Geld, okay. Gut, dann bitten noch ein bisschen von einem Segen. Oder wohl eher der Göttin Segen für 7 Tage Regen. Dann bin ich wieder weg. So sei es, du bist der auserwählte Held. Wieder 4 voll. Tschüss, Mann. Ging doch schneller als erwartet. Da muss irgendwie eine Schreinprüfung gewesen sein, also sprich eine Schreinaufgabe oder so etwas. Jo. Dann würde ich sagen, als nächstes mal ab zum Stall, wa? Mal gucken, was noch so abgeht, ob hier noch irgendeine Erinnerung in der Nähe ist und dann ab zu den Kronen. Äh. 23:10 Uhr, auch ein Held, brauchen wir ein bisschen Pause. Ist da wieder jemand von... Nee. Ziemlich ruhig hier. Dach ist auch wieder weg. Das ist noch so ein Turm. Aha, da ist ein... Dem hier in der Nähe. Egal. Glück gehabt.